rocket strike was launched at a base housing U.S.-led coalition forces. Nearly 75 million Americans facing flash flood risk today. Millions in Syria and Iraq are facing water shortages as the region tonight marking 7 straight days of reported tornadoes decimating America's heartland. Kaum war Corona halbwegs vorbei, war Russland mitten in Europa ein unübersichtlicher Krieg. Good morning. Gizant Peters, det esta service vi kan bittes competition fashion juni. Sehr gut, dass ihr hier seid. Sehr willkommen, auch die, die online sind. Wir haben hier ein Team, das hier schafft in der Kirche. Die schaffen ein bisschen verstärkt. Die haben die schwanste Arbeit. Und wir haben das totalste über die. Und das sind die, die dort boven sitzen. En verzeker er wat van te merken wat ik hier mammelen daar, wat ik hier. Wat ik reed feier spreken, alle daar hinaus aan, zo die maken er irgendwas van merken. ¿Qué le están diciendo? A ver. Laten we een hand geven. We doen een zeer goede arbeid. Zo veel dankzij dat je immer wat zaken doen. Ik denk wat ik mir immer eens sagen is, reden wir langsamer. Så fundera vad jag kan må... Jag förstår det inte. Aber jag försöker mig einmal zu öven, dass ich nicht zu busig rede. Så vi sind Uppenbarung. Und det scheint für mich, das Studieren, ich habe sehr viel gelernt, viel mehr als je han, und viel mehr als was ich hier in einen Sonntag kann rüberbringen. Aber das ist ein Bild, wo ich wenig von gepredigt habe in meinem Leben, so das ist Zeit und auch die Zeit, wo wir beim Leben, und das ist Zeit. Und Johannes, oder Jesus sagt zu Johannes in das Kapitel 1, da hat sich Jesus gewesen, oder Johannes gewesen, dann sagt er, schrieb, was du gesehen hast. Und das ist die Vision von Christus in Kapitel 1. Wobei ich glaube auch, dass Johannes wie mit Jesus taub. Durch sein ganzes Leben haben wir von Anfang an mit Jesus taub, haben wir da bei der Wunder, bei der Kreuzigung, bei der Verherrlichung, bei der Auferstehung. Johannes wir alle wehen und so, aber er soll schreiben, was er gesehen hat. Und dann sagt er, schrieb, was nu ist. Und das ist die Kirchenzeit. Das ist eben Kirchen, aber das ist eben Kirchen, die bedienen mehr als bloß das ist eben Kirchen. Und so heißt es schreiben, dass es eben Kirchen, was er nu ist, aber ich glaube, das ist die Zeit, wo wir bei uns sind. Und wenn er sagt immer weiter, dass der Jesus, wir sollen hören, was der Jesus sagt. Und dann sagt er, was nur das passieren wird. Und so wenn wir Offenbarung einteilen, Kapitel 1, 2 und 3 und 22, das ist ein bisschen ein Outline, können wir sagen. Ich kann euch sagen, dass Kapitel 2 und 3 ist das Wichtigste für uns. Und die Ursache für das ist, wir nu leben hier. Was wir nu mit Jesus tun, was bestimmt, was Luther mit uns passiert. Und so was immer nur diese Zeit passiert, ob eine Entdeckung gibt oder nicht, dass wenn er Jesus trägt, dort wird wichtig sein, was wir nu mit Jesus zu tun haben. Und du glaube ich, ist das der wichtigste Part von das. So ich habe für Werk, weiß ich, das Chart all, wenn ihr interessiert, wie kann ihr geben, auf Papier, auf Schicken, was immer. So das sind 7 Kirchen und 7 Dinge in diese Kirchen. Und so das haben wir den Namen der Engel von der Kirche und uns den Namen gegeben. Und dann das sagt. Und dann hat Jesus sich selbst beschrieben. Das haben wir mit Kapitel 1 geknackt, was die Dinge, was Johannes du gesehen hast. Und dann sagt er, ich kann. Und dann sagt er gewöhnlich, was gute Dinge, bitte, wenn wir bei Laodicea sind, du hast nicht ein gutes Ding abgenannt in der Kirche. Sei traurig. Und dann ist so eine Vermutung.
Und so, diese Zeug, Smyrna und Philadelphia, du hast keine Vermutung, du hast kein negative Ding gesagt über diese beiden Zeugen. Und dann haben wir Ruth, sie sollen Buße tun, oder was sie sollen tun, some so eine Dinge. Und dann wer überwindet, und dann hast du einen Lohn beschrieben, eine Krone, oder so eine Dinge steht. Für ihr Werk, dann haben wir eine Krone vom Leben haben, von der wir auf das was haben. Aber das ist immer eine Belohnung, wer wird überwinden, wer wird bestehen bleiben. Und dann immer das so, wer ein Urhaft laut am Hirn wird die jetzt sagt zu den Gemeinden. Und ich will haben sagen, dass du morgen, dass du Mehrzahl ist. Er sagt nicht die Gemeinden. Und da werden gleich, dass das ganze Bild hat mit der ganzen Zeug zu tun, mit der ganzen Zeugen Zeit. Wenn wir von diesen 7 Zeugen reden, dann sind da 4 Arten von Anwendung. Erstens hast du eine Anwendung für die lokale Zeug. Da wären 7 Zeugen in Kleinasien und die wären bloß einfach da wären lokale Gemeinden, die hatten diese Probleme. Und so verernt wurden diese Briefe geschrieben. Dann ist da eine persönliche Anwendung, wenn die Zeug besteht von Menschen. Wenn wir als Zeug sollen Buße tun, dann meint das, dass wir Menschen sollen Buße tun. Wenn die Zeug ist Menschen, das Gebiet ist nicht die Zeug. Und so das ist eine persönliche, wenn Jesus Ruth gibt und er sagt, das und das soll die tun, dann soll die Menschen das tun. Und so wenn wir von der sagen, dass es für uns sagt, dann meint das, dass wir sollen diese Dinge tun. Die dritte Auslegung ist, dass das immer Port von der Kirche, eine ganze Kirchengeschichte von 2000 Jahren Kirchengeschichte, sind diese Probleme immer Port gewesen von der Kirche. Zum Beispiel in Ephesus, da hatten wir das, da wir Leiflosigkeit. Sie waren eine gute Kirche, hatten eine gute Lehre, aber sie hatten ihre erste Leif verloren. Und dort kann vielmal ein Problem sein bei uns, dass wir haben ein gutes Programm, sei organisiert, gute Musik, ein feiner Prediger und alles, aber wenn wir nicht Leif für Jesus haben, wir haben unser Leif verloren, erstens für Gott und dann einer den anderen. Und so dort wir ein Problem tun. So sind die Probleme in der Kirche von dir. Einmal da auf einer steht, nächstes Mal auf andere steht. Aber dann ist eine 4. Anwendung, das ist schlecht da, wo die Christen sich total überstriden. Aber auf Englisch sagen, es ist the most controversial. Und dort ist, dass diese Kirchen repräsentieren eine gewisse Kirchenzeit. Und so wenn wir nur dort checken, das ephesische Kirche, das wird die apostolische Kirche. Diese Kirche wird kurz nur die Jünger, sie hatten noch eine gute Lehre, sie hatten die Arbeiten, aber sie fangen an, ihre Leben zu verlieren. Meine Frau und ich, wir hatten mal die Gelegenheit, eine Kirche zu schaffen, wo die erste Generation Christen wären. Und das ist anders, wenn du eine erste Generation, wir sind damit abgewachsen, von klein an, und sie kennen alles, dann kommt es darauf an, dass wir anschlucken. Dann kommt es darauf an, dass wir fangen, andere Dinge an, Hecher zu teilen. Und so, dass wir hier die Trouble. Smyrna, das wird die verfolgte Kirche, in den ersten 300 Jahren von Kirchengeschichte, viel Verfolgung, so eine Dinge. Dann von der Pergamos, das ist die befreite Kirche. Und so, da ist es mit funnig, aber was wir meinen mit dort ist, mit der Welt befreit. Und so, ich will nächsten Sonntag, dann will ich, wenn wir danach alle hier sind, oder wenn ich hier noch sehe, dann will ich Ihnen vertellen, von wo das so wie kommt, dass die Kirche mit der Welt sich befreit. Und so, da wird eine interessante Geschichte sein, das ist eine frühe Geschichte, aber interessant. Und so, da werden wir nächsten Tag noch checken, weil diese beiden Kirchen, die haben das Problem, dass die sind mit der Welt befreit. Und ich will Ihnen ein vertellen, wo das passiert. Aber hier sagt es, seilig erst, die du lasst und die du anhören, die wird von der Prophezeiung inholen. Na, das ist wichtig für uns. Das ist in Kapitel 1. Jesus sagt zu Johannes, dass wer du lesen das, wer du hört und wer du anwenden das. Und wenn du nicht anwenden das, dann halt dort lesen und horchen nicht. Und so das ist sehr, sehr wichtig. Und er sagt, du hast ein Sehen, seilig aus. Wer das lesen das, wer das hört, und wer in der Zeit ist kalt. Jesus kommt 3. Und wenn wir in der Welt anschauen, von der, dann können wir sagen, dass Jesus kommt 3. So, wenn wir das Brief lesen, Offenbarung, Kapitel 2, Vers 12 und wieder. Es sagt, es steht, und den Engel von der Gemeinde in Pergamos schrieb, das sagt da, was das Schwabe zweischneidige Schwert hat. Ich kann deine Worte, und wo du wohnst, wo dem Satan sein Thron ist, und du hältst mich nun fest, und hast mein Glauben nicht verloren,
Ook in de deel woran Antipas mijn truhe zeig weer, de man kunt omgebracht wordt, wo de Satan woont. Aber ich habe etliche Dinge gegen die. Willst du hast du da, wat an Biliam seine Lehr holen, der den Balak lehrt, in Anstoß für die Kinder Israel zu schmieden, Opfer zu eten und Hurerie zu begehen. Also hast du auch da, wat an der Lehr von den Nikoletten holen. Wohnt ich gut. Haus können wir sein. Da Busse, wann aber nicht, komm ich schwinde die, und wo jen kriegen mit das Schwert von mein Müll. Wer ein Urhaf, lut am Hirn, was der Jesus zu den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wo ich zu eten geben von das verstärkten Mana und wo ihm einen Wettenstein geben, und auf den Stein ein Nienom geschrieben, den keiner kann bitte da, der den kriegt. So, das ist der Bereich und das ist die und Pergamum. Und er sagt an den Engel von der Gemeinde in Pergamus, und so dass das Engel, habe ich davon geredet, das nicht ganz klar hat, weil wir nicht ganz korrekt, meint das wirklich ein Engel, meint das den Lehrer von der Kirche oder der Botschafter. In jedem Fall ist es wichtig, dass wir das klar haben, dass die Gemeinde kriegt den Brief. Wenn die Brief hast nur eine Gemeinde geschrieben, ohne dass sie den kriegen, können sie nicht die Änderungen merken, was sie müssen merken. Und so das ist sehr wichtig. Und so das an Pergamus schrieb, das sagt da, was das Schwabe zweischneidige Schwert hat. Na weet je, in der Bibel, oder Gott, Jesus sein Wort, Gott sein Wort, was betekent in der Schrift, als ein doppelschneidiges Schwert. In Hebräerbrief sagt er, das schnitt alles durch. Dat hat an die Gedanken hinein. Dat schnitt ob, wo wen du Dinge das. Nicht bloß, was du glaubst oder was du verstärken das, aber wo wen, an die Gedanken, an die Intentions, was wir eigentlich sein. Und so das Wort Gottes leuchtet ob. Und so das Wort ist Jesus in Müll. Das ist die Wahrheit. Das ist das Wahrheitswort. Na weet je, in Epheserbrief, wo Paulus redet von, wo wir den Teufel, jenen Teufel gehen, da sagt er das, so steht nu, jene haften mit der Wahrheit angeschnallt. Na, das ist sehr wichtig, da wir die Wahrheit haben. Er sagt in Johannes 17, hält an dich deine Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. So, das zweischneidige Schwert, na, das ist ein interessantes Bild, nicht? Und wie man dann denken, dass das ein Bild, das ist eine Bildersprache. Das ist nicht, dass Jesus ein langes Schwert in Mildred steigt, aber das ist ein Weich von Reden, von das mein Wort, als Schwab, mein Wort wird jünd raten, mein Wort wird jünd rechten. Und wir wohnen in einer Welt, von der, wo Wahrheit wankend ist, oder Wahrheit ist nicht falsch. Wahrheit ist dort, wo ich glaube, wo es ist, dort, wo ich mich von der feil, dort, wo ich von der glaube, das ist Wahrheit. Aber dort ist nicht Wahrheit. Das ist die Welt denkt. Wir haben von der ein großer Trouble mit einer falschen Wahrheit. Aber Englisch nennen wir Absolute Truth. Weil eine Absolute Truth hat eine absolute Wahrheit als eine Wahrheit, die für jede Person, auf jeder steht, in jeder Zeit immer Wahrheit ist. Keiner, was deine Lehre ist, keiner, wo du bist, das ist immer die Wahrheit. Und so Jesus hat die Wahrheit. Und er sagt hier, Luther am Brief, ich will kommen mit meiner Wahrheit, jen der Lehre ist, in der ich euch kämpfen. Und so das ist das Bild hier. Er hat eine Wahrheit. Er sagt, er kann deine Worte, wo du wohnst. Und da haben wir davon geredet, dass Jesus kennt die. Er weiß, wer du bist. Er weiß, was du verstärkst, was du nicht verstärkst. Er weiß deine Gedanken. Er weiß, wo wen du Dinge das. Er weiß, wo wir wohnen. In dieser Kirche, das ist ein interessantes Ding hier. Er sagt, ich weiß, wo du wohnst. Und dann sagt er das, wo dem Satan sein Thron ist, wo der Satan wohnt. Na, das ist ein sehr interessantes Ding. Viele Schriftsteller, die haben Trouble mit das, da wird einmal so ausgelegt, da meint nicht wörtlich, dass der Satan hier wohnt, da meint das, dass wir eine aufjäterische Kirche, und das wirkt, das so, und da meint das, dass wir vielleicht besonders aufjäterisch. Ich glaube nicht. Wenn wir das mal nehmen, was Jesus sagt. Hier wohnt der Teufel. Hier hat er seinen Thron. Na, wisst ihr, das sagt hier, ich kann, wo der Satan den Thron ist, und du hältst mich um fast, und hast mein Glauben nicht verloren. Das ist interessant, das heißt, mein Glauben. Und in der Deel, wo dann Antipas mein Truhe zeigt, wie der Mann umgebracht wird, wo der Satan wohnt. Na, wisst ihr,
der Sohn der wohnt wo. Das ist eine interessante Idee. Aber wenn wir mal an Gott denken, na, wir wissen, dass Gott erst alle Wegen zu gehen. Aber das meint nicht, dass er nicht wo wohnt. Weet je, Gott hat ein Jes, und der Jes Gottes ist das alle Wegen. Das lesen wir all in Kapitel 1. Das ist 7 Gäste für Gott sein Thron. Die sind alle Wegen in der Welt. Gott ist gegenwärtig, aber in sein Jes. Aber Gott hat eine Wohnung. Er wohnt wo? Er hat einen Thron. Er sitzt auf den Thron, sagt die Schrift. Jesus setzte seine rechte Seite. Wir waren in Kapitel 4 und 5, wo wir Gott seine Thronstufen angehen. Na, wir uns da bechecken. Ich glaube, das ist das erste Ding, was wir im Himmel wollen sein, wir wollen in Gott seine Thronstufen ankommen. So, da werden wir uns bechecken. Paulus sagt auf einer Stelle, ich werde in den dritten Himmel angenommen. Und wenn ihr ans walten Himmel, von wo das Wutter nicht bei uns fällt, das ist weggefallen als Auslagen. Das ist kidding. Fan je rein bei uns, das ist sehr dankbar für. Aber weet je, das ist der walten Himmel, nanst der Sternenhimmel und nanst Gott seine Wohnung, der dritte Himmel. Und so, Paulus sagt, ich werde da angenommen. So, die Schrift beschriftet so, dass Gott wohnt wo. Gott hat ein Tüß, wo ich nicht der Diebel. Und so hier, in dieser Kirche, sagt Jesus, das ist, ich weiß, wo ich wohne, du hast den Diebel sein Thron, dort, wo Satan wohnt. Na, weet je, in eine kleine Gruppe, und je houdt je een bed, wo je glauben, dass der Satan von dir wohnt. Wo ist denn sein Thron von dir? Weet je, der kann moven. Das ist nicht falsch, aber eigentlich was wir von Feind verstehen, das ist nicht alle Wegen zu gehen. Der Feind ist ein gemerkter Engel. Er wird von Gott seine höchste Engel beschriftet, Schrift, und so hat fallen Sinn. Und nimmt ein Drittel von allen Engeln mit, und so, der Feind hat viele Helfer. Und so, dort kann sein, dass wir hier in Ansi gehen, bei sich erst haben, das meint nicht, dass der Teufel hier wohnt. Aber er hat alle Hand Helfer. Ich sehe den Vers in der Hall, dass wenn er kämpft den Feind, dann merken wir 2 Fehler. Eins ist, dass wir sein ein Teufel und ja jeder still. Jeder Problem, was ich habe, jeder Uhr, was mich weiter, das hat alle einmal mit bei sich erst zu tun. Ich glaube, das ist ein Überdrehen, das gibt den Feind viel zu viel Kraft. Der andere Fehler, was wir merken, ist, dass wir nicht mal an den glauben, oder wir lernen nicht, wo der schafft, oder wo wir den kennen, war er stehen, so eine Dinge. Und das, wo er Pfizer saßen ankommt, schnallt ihn die Wahrheit an, sagt ihn den Helmet ab, dort ihn Gerechtigkeit anschnallen, brückt Gott sein Wort, das schwert, brückt Gebet, er hat eine Liste von Dingen, er würde den Feind besiegen, er würde in den kämpfen. Aber hier in dieser Stadt, hier wohnt der Teufel. Na, weet je, ich rede fest an der Holmbett von dit ist der Landkarte, hier sind die 7 Kirchen, hier ist Jerusalem, hier ist Rom. Aber das ist eine Kriegslinie, in der war ich geredet, wenn hier jeder nur Asien, nur China, Indien, Russland und so weiter. Hier jeder nur Afrika, ganz Afrika, hier jeder in Europa nehmen. Und so dann hier, das war ich hier nur Spanien, dieser. Und so das wie eine Kriegslinie zu der Zeit. Alles kam hier durch. Große Hofen hier in Smyrna, in der Weg kam hier durch, und die gingen in alle Richtungen haben. Das wurde die Kirche wieder, dass das Information in der Welt ging. Weißt du was? Der Teufel übt Gott nur. Und der Teufel sagt seinen Thron hier an, dass seine Erlehren und sein Beiset Wort, dass eine ganze Welt sich verbreitet. Dass nicht glauben, dass der Teufel nicht kriegt, so für sich zu schaffen, als was Gott hat. Bloß an der schlechte Seite. Und was wir einmal denken. Und so hier sind diese Kirchen. Na, das ist ein Bild von dieser Stadt, von der schon da, hier wie ein Eiver, ein ziemlich hoher Boy, so wie diesen Schau höher so, aber du hast die Stadt im Hintergrund. Und das sind Steine von Eschama, von Pergamum. Und so das ist ein Theater. Zu der Zeit hatten sie Büten, so ein Boy, irgendwie so, ein Opener Theater, dann wir dort ein Theater, was nennen die dort ab dit? Anyway, da wie ein Theater. Und so du ist dort so wie eine große Plattform, wo der Baum nicht steht. Und da wir ein Thron, ein Altar, zu den Aufgott süß. Und sie sehen, dass der Aufgott süß, dort wird der Lied, der wie geboren hier, so steht so. Na, hier ist ein gemoldetes Bild. Das ist der Theater hier. Das andere Bild wie von dieser sieht so. Aber das ist, was ich hier will wissen. Das ist der Thron von Zeus, den Aufgott Zeus.
Maar hier ist ein Aufgott-Tempel, da ist ein Aufgott-Tempel, da ist ein Aufgott-Tempel. Und so das ganze Boy, dort wäre ein Aufgott-Boy. Aber das Tempel hier, und so das wird betekend. Und so von der ersten Tag, das ist der Tempel, das ist die Altar, kann man sagen, der Thron von den Sultan zu der Zeit. Das von der in Berlin, Deutschland. Sie hat den Aufgott Jesus, der Bitterwies nach Deutschland gebracht und hat er in Deutschland, in Berlin, du hast ein Museum für Pergamum. Und so, das hast du in dem Museum bent, aber das hast du neu gebaut. Du sind zum Bieter, wenn ihr betächte bei checken, sind mit Bieter, was da war sind, aber das hast du frisch aufgestellt. Bitterwies nach Deutschland geholt und dort aufgestellt. Aber und so da werden oft ja das Leben durch. Aber das wieder steht, wo der Sultan wohnt. Du hast die Kirche. Und das ist mir sehr interessant. Gott plant sie, weißt du, wir haben einmal so einen Glauben gehabt, wir mussten die Kirche irgendwo hängen dabei, irgendwo im Wald, so weit auf von der Welt als möglich. Aber das ist nicht Gottes Plan, das ist nicht, wie die Kirche von Anfang war. Von Anfang, die hatten Kirchen auf der Kreuzlinie, die hatten Kirchen in der Stadt, Paulus ging immer nur der Stadt. Nicht irgendwo hängen dabei, wo kein Mensch wohnt und die Welt niemals wird durchfahren. Das ist unsere Idee, ich weiß. Aber weißt du, der Feind heißt ein Lehner. Und Jesus sagt zu den jüdischen Lehrern, die führen dem Teufel und zu den Deinen sei, das ist ein Mörder. Der steht nicht in der Wahrheit. Wenn die lehen, dann redet sie spricht, das ist ein Lehner. Und das, wo in das Wahrheitswort so sehr wichtig ist. Und so der Feind wohnt in Pergamum. Interessante Thema, und zu denken, wo der von der wohnt. Noch ein Ding, was hier in dieser Stadt wird, das Bild, das sieht mir sicher, das Changi, wenn das sind vielmal Logos von der ersten Tag in ein medizinische Dinge, also Ambulanz oder Hospital, hat vielmal das Logo. Wenn das ist ein Logo oder das ist ein Symbol von Heilung. Und so das wir Pergamum Logo sozusagen, Emblem wird Englisch sein. So das wir Port von der Stadt. Die Stadt wird genannt, die Stadt von der Serpent, oder die Stadt von der Schlange. Und so das fing wir von der vielmal in unserer Welt auch. Aber weißt du, wo das herkommt? Das kommt von der Wüste. Das kommt von Moses und den Israeliten. Und sie werden angehorsam. Gott checkt, jefte Schlangen mang ernt. Und Gott sagt zu Moses, da mal eine bronzene Schlange merken, häng die ab, und wer da Hand checkt, wird geheilt worden. Und das ist, wo das Symbol von Heilung herkommt. Und das ist, wo das von der und sozusagen Heilungslogos wird vielmal gebraucht. Aber weißt du, wie Menschen, wie wollen wir tun, was wir sein können? Und das wird Israel ertrübelt immer wieder. Sie wollen nicht an einen Gott leben, was sie nicht sein können. So, sie mögen sich einen goldenen Kalf. Und so wird mit dieser Schlange. Schlange wird ein Aufgott, mang Israel. Und so von Israel wird das angenommen, manche heidnische Völker. Und so da wird ein Aufgott in Pergamum. Und der Gott von Heilung. Aber dann fingen wir in 2. Könige, du hast ein König Hezekiah. Das König wie ein göttlicher König in Juda, mang viele gottlose Königs. Hij deed een zeer wichtig ding, dat zegt es dit. Hij vernichtte Hügel, Opferstädte, also Hezekiah deed, en brukte Steinmoldol en haakte Bilder van de Aschera-Dol. En dan hoor ik wat sagt. Hij sloeg de bronzene Schlange twee, wanneer Moses gemerkt had. Nu hoor ik wat Israël deed, met de bad dan hadden de Israëlieten Rückopfer für die gemerkt, sie nahmen die nach Hurstan. Und so diese Schlange, das Symbol von Heilung, was Gott Moses gab, drehen die Menschen ran von auf Gott. Und das, was uns mit anhängt. Und dort wir Port von dieser Stadt. Und so, dass wir große Aufjatterie, das wir so von sein Trauen. Hier wohnt der Teufel, sagt Jesus. Sehr interessant. Und so, dann sagt er, du hast mich nur Fuß geholt. Und hast mein Glauben nicht verloren. Und weißt du, das ist der Hauptpunkt von uns, rein unser Glauben. Was immer Welt wir leben, was immer Business wir treiben, was immer in dieser Welt dreht, hol Fuß
an Jesus sie nun. Und dann sagte er wieder, ich habe etliche Dinge die willst du hast du da, was an Biliam seine Lehre holen, der den Balak lehrt, in Anstoß fertig hängen, Israel zu schmieden, Jette abvertreten, in Hurerie zu beginnen. Na, weet je, das ist ein interessanter Ding. Aber ich kann die Geschichte, stelle mir so vor, von Biliam im Alten Testament. Israel ist nu für 40 Jahre auf der Wüste gewesen, auf der Reise. Sie sind an Jordan River. Sie sind an den Grenzen von dem Land Moab, der Moabiter. Und die König von den Moabiter, denen wird Angst. Wenn habt gehört, was Israeliten deuten mit zum anderen Volk, ja, wird ungeritten deuten. Und so hij schickt no Biliam. Biliam, dat is in de Schrift nannt in einmal ein Prophet, und nächstes Mal ein Wahrsager. Aber hij war nicht ein Prophet von Gott. Hij war ein Wahrsager. Hij wohnt in was von der wird als Syrien sein, nur die Irak, da ungefähr auf der Grenze. Da an den Euphrates River. Und so das Balak, dort wird die König von den Moabiter, hij schickt no Biliam, Mana dahin mit Geld und sagt, komm und fluch das Volk Israel. Und so Gott sagt zu Biliam, geh nicht mit dem mit. Es ist interessant, dass Gott es so ganz macht. Und so diese Männer gehen in das Haus und dann schickt Balak mehr Männer, geratere Männer sozusagen, mit mehr Geld und sagt, komm, Israel fluchen. Und schließlich geht Biliam mit. Gott sagt ihm, okay, dann go. Und das ist interessant zu denken, weil Luther 3 kommt dort. Aber dann hängen wir es, dann ist Biliam auf den Butter, dann sitzt da ein Engel im Weg, und ich glaube, ihr weißt in der Geschichte, und der Butter, der dreht weg, und der drängt sich an der Wand an, und Biliam wird so da, er fängt den Butter an zu verzielen, und der Butter redet zu Biliam, like, was hat die getan? Und dann wird Biliam ändert, da steht ein Engel. Und dann sagt Biliam, okay, ich will in die Haus reisen, aber der Engel sagt, no, go mit diesem Jungs mit, aber die wirst nicht reden, was ich dir nicht geben. Und so Biliam geht dort hin, und dann das Balak, er nimmt ihm dann eine Stadt, wo das Volk kann sein, vielleicht wo ein Bein ab, und er soll die fluchen, aber er sehnt die bloß. 3 Mal ist es dort. Moven die von einer Stadt nach andere, und Biliam, der einmal bloß sehnen. Wenn das wird, er kann nicht die fluchen, sagt er, das wird Gott will. Bloß dann passiert da was, hängen verschlossene Türen. Und die Schrift sagt uns nicht so viel davon, aber das gibt uns nur ein Bild, wie weit was passiert. Und so das Biliam, er gibt Ruth. Er sagt zu Balak, weißt du was, ich kann Israel nicht fluchen, aber weißt du, was du wirst vernichten? Nimm die Junge, schmecke mir alles. Dann lässt der Männer von Israel verlocken für Hurerie und Aufjatterie. Und wenn die dort waren, dann, wenn Israel aus dem Herrn gewählt, die haben einen Bund mit Gott, und wenn die das Bund wollen brechen, dann wollen sie sich selbst vernichten. Gott wird sie vernichten. Das ist der Ruth. Wir haben okay, das will ich Ihnen noch wissen. Wenn Gott sagt zu Biliam, go nicht, dann schließlich sagt er, okay, dann go, aber dann ist Gott da, dass er geht. Und dort datiert sich alle mit Pfannig, nicht? Aber anyway, hier ist das Ding, was Gott bejagt und was Gott vertreibt, sind 2 verschiedene Dinge. Das ist ein Wunschcheck, wo ich in den Horten nehmen. Bloß wegen Gott die Laten denkt an, meint nicht, dass dort sein Plan für die. Aber dass dort ist, was er vertreibt hat. Ja, weet je, wir haben alle, wir können lange reden von das, von was Gott sein will und was nicht in all seine Dinge steht. Aber Gott hat ein bejegender Willen, wenn so sie die gemerkt haben. Kriegst du die Älteren? Wenn die nicht Kinder abgewaschen sind, die tun Dinge, die gehen weg, was nicht dein Willen ist. Du redest zu jenen, die für sich sind oft zu aber die sagen, no, wir gehen anyway. Weißt du, was du als Älteren das? Okay, dann go. Dort nennen wir ein bejegender Willen. Auf Englisch nennen wir ein concessive will. Und so Gott hat einen bejegender Willen. So was Gott bejagt und was er vertreibt, sind 2 verschiedene Dinge. Und so werden wir lernen, was das Gott vertreibt. Nicht das, was kann ich tun, aber was er vertreibt. Aber wenn ihr dann vereinen das Thema, und 4. Mal so eindeutig, hier haben wir eine Klughabe sein, hier weit wir, hier redet von das. Hier sagt, wisst ihr das nicht? Lass mir das wieder abhängen.
Israel soll die Moabiter vernichten. Wer in den Sinn, was sie deuten. Weet je, die israelitische Männer, die gingen mit diese Frühs, und sie deuten Hurari mit die, sie treiben allerhand Aufjatterie, sie deuten den Baal anbeten, sie Dinge. Und dann sagt Gott, das muss vernichten. 24.000 Männer starben in einem Tag von Israel. Das ist eine große Plage in Israel. Und dann sagt Gott zu Israel, sie sollen die Moabiter vernichten. Dat wordt het Fahrschnäntchen. Wenn sie hart getan büten, der schmeckt frühes, eventuell. Dat wordt het Härtchen. Wisst ihr das nicht mehr, dass es die frühes wären, dass die Israeliten durch Biliam sein Rot verleiden deuten, dass sie sich Herrn verschulden durch den Baal Peor, so dass dem Herrn seine Gemeinde eine Plage durch Milch. Und so Israel hat nicht gehorcht, nicht am Gott reden, er sagt, wisst ihr das nicht, dass das wegen Biliam sein Rot, das frühes, was die haben leben gelassen, die frühes verleidende Männer, und das gibt eine schrecklich große Plage in Israel. So, diese Lied ist nu in Pergamon. Und so, das ist die Lied. Hureri mit Aufjatterie. Ich habe Ihnen mal gesagt, dass in der Heidenwelt die Aufjatterie und Hureri, die wir side by side. Zum Beispiel, sie hatten einen Tempel ten Aufgott und besiedelt Hurenhus. Und sie gingen einen Tempel Opfer bringen an einem Hurenhus nannten Hureri. Dort wird bloß sehr bekannt. Dort würde ich Schotten werden, dort würde ich anfangen, mit dort lebt und der verdurch heim der Rüt. So dort ist ein Ding, Biliam seine Lia. Befried mit der Welt. Das andere Ding ist geldgierig. Biliam wird geldgierig und er wird willig, unabrechtig zu sein, wann er dann wird zu Geld kommen. Und so Petrus sagt es dort, 2. Petrus 2,15. Sie haben den Weg, also er redet von so einem Wort, von rechten Weg sind aufgekommen. Sie haben den rechten Weg verloren und sind verbiestert. Nu hör ich, was er sagt. Sie haben den Beor, seinen sehen Biliam, sein Weg angeschlagen. Was wieder Weg? Die sind so Geld heran wir, dass er will uns wir recht zu handeln, dort zu kriegen. Na, weet je wat lied? Die Blitz, die schlägt schrecklich dich betus an. Wenn wir willig sind, richtig zu sein, kommt die Geld kommen. Das ist ein Problem in uns Land, in uns Volk. Das ist ein Problem. Und ich weiß, ich kriege dann so das Spiel und ich kann meine Arbeit verlieren, nicht? Nein, ich glaube nicht. Aber wo leicht, wie willig, unabrechtig zu sein, wann wir dann zu Geld kommen. Das ist Biliam seine Lia, das ist seine Sinn. Dann sagt er also, hast du auch da, was an der Lia von den Nikolaiten holen, wohne ich Hut, oder Haus. Dann weet je, in der Ephesische Kirche wird das Problem mal sein. Bloß das hat geändert. In der Ephesische Kirche wird die Lia, aber die Kirche nimmt nicht an. Und Gott lobt ihn dafür. Weet je wat, 2 Kirchen wieder. Nu is het de doctrine van de kerk geworden. Nu is het de leer van de kerk geworden. Weet je wat deze leer weer? Ik denk weer dat ze dat in genade te lezen merken. Krijg dat veel, denkt dat, oh, weet je, van die hoererieders, de bejetsen, dein spies en al deze dingen, weet dat is niet zo slim, en die niet uitgebruikt, of die best met man bevrijd, of vroeger, dat is niet zo, dat is waar we van zijn. Genade te lezen merken. Lass uns zum Sündigen, zum ein eingerechtes Leben leben. Und das andere denkt, was die Lehre von den Nikolaiten wir, dort wir, dass sie merken, die Lehrerschaft von der Kirche, oder die Lehrerschaft von der Kirche, misskriegt von Gott. Das ist, wo der ganze Papsttum nennt. Und so dort kommen wir in die Kirche, und da werden wir nächstes Jahr noch ein bisschen von reden. Aber ich will Ihnen ein Ding sagen. Je namen mich für Pastor John, und ich weiß, die tun dort wegen jeweiligen Respekten und so weiter dort zu können. Dort niemals ever glauben, dass ich eine uns höher sehe, als sie sind. Niemals. Wenn sie dort wollen, weil ich finde auch noch resign von dieser Kirche. Ich sehe so gesehen, wenn die mich annehmen als bloß ein gewöhnlicher Mensch. Und wenn die auch still sind, wenn ich daheim komme, dann weiß ich, das ist bloß so, wie wir das haben. Aber wenn wir niemals
ever in Kirchenlehre abheben zum anderen Niveau, als was die Kirchenmenschen sind. Niemals. Bloß wenn ich hier Hecher stehe, meint nicht, dass ich besser sehe. Das meint bloß, dass ich mich sein kann. Wir als Lehrer, wir sind nicht anders als die sind. Wir kämpfen mit den selben Dingen, was die tun. Wir haben die selben Schwachheiten. Uns fallen die selben Hoheit, was die tun. Und so, nee, das ist nicht so. Mir fällt nicht. Aber anyway, wir sind nicht hecher als die sind. Bitte, dort niemals uns so behandeln. Zeg van Anfang predigen wir, ik wil handkomen, dat sogar een engeltjes te vliegen heen en weet niet, en dat ooit me. Vind je ooit me er niks meer? Maar dat wat u voor God is, kost 4-maal voor mij doen. En zo hebben we dat. En zo die niet collecten naar de leer, dat komen in de kerk naar, dat de leiderschaft, de priesters, de popes, die weer alle zo hoog met de covenants te doen hebben. Dat is een beetje denken als men er niet in geworden. Dat een prediger voor den hebben angst en al zo'n dingen staat. Hij zegt, hier abends das werk met een schwert uit mijn muil kriegen. Weet je wat? Jezus zijn waarheid wordt mij rechten in die. En dat is wat wij gaan zijn. Wir ein Urhaft, laut am Hören, was der Jesus sagt zu den Gemeinden. Und hier als Lebenswasser mit angeteilt. Und der Jesus Gottes redet uns. Und er will haben, wir sollen nicht mit der Welt befreit sein. Er will haben, wir sollen nicht Geld ans Gott machen. Er will haben, wir sollen nicht die Lehrerschaft hoch abheben und hecher machen als andere Menschen. Und so sagt ich dort, wir ein Urhaft, laut am Hören, was der Jesus zu den Gemeinden sagt, wer überwindet, wo ich zu eten geben von dort Manna. Das Manna dort dient nur Jesus Christus. Jesus ist das Brot von Himmel. Weil je Manna wäre Brot von Himmel für Israel. Und ich glaube, das dient in der Hand. Die wird mit mir taub sein, mit denen sie ich Freund, die wird mir aus der Leise haben. Die haben Jesus, die haben das Manna. Und die wird einen Witterstein geben, mit nie einen Namen da oben. Und das ist keine Schrift, die Leier, was weiß, was er meint. Das war bloß durch Handlein. Aber weißt du, was ich glaube, was er meint? Dat in die Welt. Want deze Welt is verjaard. Dat is een nieuwe Welt, een nieuwe Himmel, dat is een nieuwe Charpa, een nieuwe Noem, dat is alle nieuw geworden. Dat is een witte Stein. Dat meint Sinnlosigkeit, er ligt wit als een gerechtigheid. En zo we hebben een gerechtigheid van God en een nieuwe Charpa, een nieuwe Welt, alles is nieuw gemaakt. Amen. Door waar we zijn. Hij zegt altijd, die God zum Führer haben, überwinden de Welt. Ons Glauben an Jesus, der die Welt besiegt hat, gibt uns den Sieg. Und er sagt, wer überwindet. Weißt du, wer überwindet? Wer an Jesus bleibt. Er sagt in der nächsten Vers, wer ist da, der jene Welt gewonnen hat, war nicht da, der dort läuft, dass Jesus Christus Gott sein Sehen ist. Und so, hold fast an Jesus Namen. Das ist die Botschaft für uns von dir. Wenn Gottlosigkeit Romans jetzt, weißt du was, wenn du Jesus nicht hast, dann hast du nichts. Halt fast an Jesus. Weil wir nicht Geld ans Gott merken, weil wir nicht Lehrerschaft ans Gott merken, weil wir nicht die Welt ans Gott merken, weil wir Jesus ans Gott merken und festhalten an Arm. Amen? Wir wollen dort sein. Und weißt du, Jesus Tempel 3. Und wenn wir in so einer Stadt wohnen, wo der Sohn wohnt, dann steht danach der Opruf, hol mich fast. Ziemlich erfuhr, Dankeschön. Dankeschön für dein Zeugnis in dieser Welt. Dankeschön für deine Kraft und für deine Wahrheit. Herr, die Wahrheit geht durch dir raus. Und ich bete, dass wir die würden haben, wir die würden annehmen, wir die würden hören und lesen und annehmen und ausleben. Dankeschön, dass dein Sieg mit uns geht, wenn wir da wohnen, wo der Teufel wohnt. Wenn wir in der Welt sind, wo der Teufel herrscht. Aber du bist mit uns und du danke dir dafür. Amen.